Hallo zusammen! Heute ist ganz ein besonderer Tag, auf den freuen wir uns schon seit Jahren. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist um uns in den letzten Monaten. Das hat auch einen Grund. Und zwar haben wir ganz viel Zeit in unser neuestes Projekt investiert. Und darum freuen wir uns besonders, euch heute unser neuestes Familienmitglied vorzustellen. Also, da wären wir. Das erste Video aus unserem Camper. Schon krass, hä? Fühlt sich noch mega komisch an. Schon ein bisschen das Wechselbad der Gefühle. Ja, auf der einen Seite sind wir mega aufgeregt und mega Freude natürlich, dass wir das jetzt wirklich angehen. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch schon recht nervös und ja, haben jetzt auch nicht so gut geschlafen in den letzten Tagen, einfach weil wir halt wissen, mal da kommt etwas auf uns zu. Ja, voll. Und es ist ein älteres Auto, es ist ein Mercedes Sprinter vom Jahr 2003. Und das ist, wenn man da nachrechnet, das ist schon 16 Jahre im Einsatz. Und das sieht man im Auto auch an. Ja, es hat so ein bisschen Altersgebrechen, das haben wir aber auch gewusst, als wir es gekauft haben. Wir haben aber gleich wollen das in Angriff nehmen, einfach weil wir irgendwie das Potenzial halt auch von dem ganzen Auto sehen. Wir müssen dazu aber auch sagen, wir sind wirklich eigentlich blutige Anfänger. Wir haben keine Ahnung von Handwerk. Ich habe irgendwie letztes Jahr als Kind irgendwie meinem Stiefvater geholfen, im Schreiner, so mit 10 und seither nie mehr wirklich etwas handwerklich gemacht. Unser Palettenbett ist, glaube ich, so das höchste Gefühl, das wir bis jetzt gemacht haben. Und das Streichen von unserem Regal. Genau. Ja. Aber das ist auch ein Grund, warum wir das Projekt angehen. Wir wollen uns mit diesen Sachen befassen, wir wollen das alles lernen, wir wollen praktischer werden und einfach halt, Ja, aus diesen Fehlern irgendwie lernen. Also wir wissen ganz genau, wir werden sicher den einen oder anderen Fehler machen, vielleicht auch mehr, aber wir nehmen das wie in Kauf, weil es ist gleich, also ja, im Moment ein bisschen das Gefühl, es ist ähnlich wie bevor wir auf unsere grosse Reise gegangen sind, dass man irgendwie ein bisschen naiv reingeht, weil man halt so etwas noch nie gemacht hat, aber dass das irgendwie auch so sollte sein, weil ich glaube, wenn wir jetzt schon wüssten, was alles auf uns zukommt, dann hätten wir vielleicht, wenn wir sagen, hey, nein, wenn wir uns das wirklich antun, machen wir nicht. Ja. Und so ist es eher so ein bisschen, wir können uns wahrscheinlich gar noch nicht genau vorstellen, was da alles auf uns zukommt und sind aber trotzdem eigentlich mega. Ich freue mich mega drauf. Mega, ja. Wir sind jetzt alles nochmal am Durchchecken mit dem Auto, haben es auch schon die letzten 1-2 Tage, also wir haben es am Samstag holen, also vorgestern. Sind aber schon vor einem Monat eigentlich das erste Mal anschauen. Wo ist das, wie heisst der Ort? Nesslau. Das ist so in Toggenburg, darum hat es auch noch schön oben auf dem Ding steht Toggenburg. Das Auto war früher ein Schulbus dort und hat die kleinen Kinder im Tal gefahren. Ja, dort haben wir dann auch das erste Mal eine Probefahrt machen. Also man muss da dazu sagen, das ist nicht nur unser erster Camper. Es ist auch unser allererstes Auto. Der eine oder andere wird sicher lachen und denken, was? Irgendwie, wir sind jetzt 28, noch nie ein Auto gehabt und jetzt tun wir uns gerade einen Camper zu. Viel Spass. Ja, aber darum ist auch alles, also das erste Mal ein Auto kaufen, das erste Mal irgendwie durch MFK, also das hat das Garage übernommen, aber auch das erste Mal sich mit so Sachen befassen. Das erste Mal ein Auto beim Strassenverkehrsamt anmelden, das erste Mal irgendwie so Nummern bekommen und so. Ja, also wirklich ganz viele Firsts, werden sicher noch nicht die letzten sein. Ja, die nächsten Steps sehen ein bisschen so aus, dass wir einfach das ganze Auto nochmal gut durchchecken. Auf Herz und Nieren prüfen. Genau, einfach schauen, was muss alles gemacht werden, weil wir wollen zuerst alle so ein bisschen Krankheiten, zum Beispiel die einzelnen Roststellen, die wir haben, halt die zuerst behandeln und einfach alles gut machen, bevor wir hier gross mit dem Ausbau anfangen. Und das ist halt etwas, das muss jetzt zuerst gemacht werden und das wird sicher uns einen Großteil vom Januar beschäftigen. Und nachher können wir dann mal anfangen isolieren. Dämmen die ganzen, also alle Steps. Wir sind uns jetzt da natürlich auch voll am Einlesen. Es gibt zum Glück ganz, ganz viele Ressourcen, egal ob jetzt
direkt im Internet oder über die Bücher oder halt vor allem auch von Leuten, die es selber auch schon gemacht haben. Das ist wirklich, da sind wir zum Glück auch nicht die Ersten, die so etwas machen wollen. Und darum, also ich glaube, das ist ein bisschen da, wo uns irgendwo durch ein bisschen Sicherheit gibt. Es haben schon andere geschafft, auch schon andere, die keine Ahnung haben, so wie wir. Also beziehungsweise keine Ahnung, die es noch nie gemacht haben. Und darum, ja, glauben wir eigentlich, dass wir das auftreiben können, oder? Ja, voll. Wir nehmen euch sicher ein bisschen mit. Das wird uns wahrscheinlich das ganze 2020 ein bisschen begleiten. Wir haben nicht einen fixen Zeitpunkt, wo wir es fertig haben. Wir haben also einfach gesagt, im Herbst sind wir spätestens mal irgendwie einen Monat weg. Mit dem Camper. Bis dann sollte er eigentlich schon fertig sein. Ich meine, bist nie fertig, bist immer etwas am machen, aber bis dann sollte er eigentlich schon der Punkt sein, wo wir sagen, so, jetzt ist mal gut. Genau, die Zeit geben wir uns und schauen mal. Also ich denke, es ist sicher realistisch. Und ich glaube, was wir jetzt auf Storyflow einfach machen wollen, also wir haben vor, das wirklich ein bisschen gut zu dokumentieren, dass wir euch da eigentlich regelmäßig ein bisschen Einblick geben, einfach wie so der Stand ist. Wir sagen jetzt nicht, dass wir irgendwie so eine richtige Van-Conversion-Reihe machen, wo wir irgendwie so tun, als ob wir euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert, weil eben das sind wir sicher die Falschen. Aber wir werden euch halt ein bisschen unsere Erfahrung mit dem ganzen Prozess weitergeben. Vielleicht sehen ihr eben dann gerade auch den einen oder anderen Fehler, den wir machen und könnt aus dem lernen, falls ihr selber auch vorhabt, mal so ein Projekt anzugehen. Und ja, natürlich auch vor allem für uns. Es ist mega lässig, wieder mal wirklich ein Projekt zu haben. Wir haben das letzte Jahr vor allem halt immer so ein bisschen einzelne, kleinere Sachen gehabt und jetzt ist es so ein bisschen wieder mal etwas Grösseres, wo wir auch... Wir haben auch etwas, das ein bisschen vom Bildschirm weg ja, genau. Wir sind viel zu viel im Büro und einfach an unseren MacBooks am Arbeiten und ich freue mich jetzt mega, haben wir jetzt noch das Projekt, das uns ein bisschen raushält und ja, einfach auch mal ein bisschen abschalten oder mal nicht anders eintauchen. Ja, schreibt doch in die Kommentare, ob ihr euch auch vorstellen könnt, so ein Projekt anzugehen. Und schreibt auch unten rein, ob ihr uns das zutraut. Oder ob ihr denkt, oh Gott, die Arme. Ja. Wenn ihr noch mehr so über unseren Van erfahren wollt oder einfach das Thema spannend findet, dann gebt doch dem Video Daumen rauf. Like, genau. Ja, Daumen rauf. Und ja. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, natürlich auch abonnieren, falls ihr das weiterhin verfolgen wollt. Würde uns mega freuen. Ja, und sonst, ja, bis gleich, sicher im neuen Jahr geht es dann so richtig los. Freut uns drauf. Hoffen ihr auch. Also, ich würde sagen, vergessen nicht. Geht raus. Und schreibt euch eigene Geschichte. Tschüss zusammen. Tschüss.